Sehr schön, da bin ich. Ja, jeder, der meine Livestreams so mittlerweile verfolgt hat, der müsste wissen, dass ich am Anfang immer dieses wann ist es dann endlich soweit? Und dann dieses, ach ja, jetzt starren wir mal drauf. Ja, dass dieses Verhalten mittlerweile normal ist am Anfang von meinem Stream. Ach ja, wir haben eine 10-sekündige Verzögerung, sehe ich mal wieder. Das ist alles wunderbar. Mit 10 Sekunden Verzögerung ist alles immer noch gut. Dann drücke ich mal wieder die Beliebig-Taste. Unglaublich, dass es die auf jeder Konsole und auf jedem PC gibt, diese Beliebig-Taste. Und dann kann ich mit dem rechten Stick hier wieder mich in diesem gruseligen, tollen Raum hier umgucken. Ah, ich finde es großartig gemacht, ohne Scheiß. Ja, wie gesagt, ich warte jetzt mal wieder die obligatorische 15 Minuten, bis Leute hier sind, die, ja, dass wieder genug Leute hier sind und dann kann ich mit lange Schritte Richtung Ende gehen. Ach Gott, schon 2 Leute hier direkt am Anfang. Hui, hallo Leute. Das ist ja schon fast Überfallkommando für mich, aber ich freue mich natürlich. Ja, Requiem des Todes habe ich es heute genannt. Ich weiß, das ist etwas doppelt gemoppelt, weil ein Requiem ist ja schon eine Totenmesse. Aber trotzdem, es soll doppelt gemoppelt sein, weil hier The Evil Within 2 bei mir heute am Ende zugeht. Und ich weiß nicht, wer alles sterben wird. Ich bin sehr gespannt. Hi Flash, freut mich natürlich, dass du es auch wieder hierher gefunden hast. Bin ich echt sehr erfreut, dich hier wieder zu sehen. Und ja, wie gesagt, Requiem des Todes. Ich weiß halt einfach nicht, wer es alles überleben wird. Und ich vermute, der Stem wird einige Opfer fordern. Nee, was der nicht dies bereits schon gefordert hat. Deswegen habe ich die heutige Episode Requiem des Todes genannt. Ich finde, es ist eigentlich ein richtig schöner Abschluss für das Spiel. Dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit die vorige Titel auch mit irgendwelche klassische Stücke benannt habe. Sprich mit Serenade war, glaube ich, das letzte. Dann hatten wir noch eine Hymne. Wir hatten eine Ode. Wir hatten eine Sonate. Und ja, zum Schluss würde ich es gerne mit einem würdevollen Requiem Ende lassen. Aber ich denke, ich glaube, du hast mir das auch das letzte Mal gesagt, Flash, dass es insgesamt nur 70 Kapitel hat, das Spiel. Und wir waren, glaube ich, schon bei Kapitel 15 oder sowas um den Dreh. Das heißt, heute kriegen wir das Spiel auf jeden Fall geknackt. Bis Mitternacht wird es höchstwahrscheinlich durch sein, denke ich. Gerade weil du ja gesagt hast, die letzte Kapitel seien tatsächlich etwas kürzer. Weswegen ich doch denke, dass wir heute das Spiel definitiv beenden könnten. Ja, nicht wundere, wie gesagt, wenn mein Blick wieder so scheel hier geht. Ich gucke hier dann die ganze Zeit auf meinen Fernseher drauf. Und zur rechten Spalte, wo eben auch mein Bild hier für mich sichtbar ist. Und wo der Chat hier unter mir direkt sichtbar ist. Ah, das finde ich immer am schönsten beim Livestream, dass ich hier die Leute habe, mit denen ich direkt kommunizieren kann, indem ich hier drauf gucke und ich sehe, ah, mir schreibt wieder irgendjemand irgendwas und dann, let's go, Geronimo. Okay, noch circa über eine Stunde, das ist, denke ich, auch in Ordnung. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen, heute das Spiel zu beenden. Deswegen war es vielleicht gar nicht mehr so schlecht, dass ich das letztes Mal an der Stelle beendet habe, wo ich es habe enden lassen. Ansonsten hätten wir heute so gut wie gar nichts mehr gehabt. Ich hätte es natürlich in der letzten Episode nochmal im letzten Stream richtig strecken können. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich brauche noch ein bisschen was für Abschlussepisode. Und wenn ich das Ende mache, dann nicht so, ah ja, es ist eh kurz vor Stream, ja komm, ist vorbei, schön. Toll. Ich würde nämlich ganz gern, nachdem ich das Spiel beendet habe, auch noch ein paar Worte verliere dazu und nochmal ein bisschen drüber schwätze. Also insofern ist mir das schon wichtig, dass ich hier nochmal abschließend die Episode von einem Stream hier einrichte dafür. Ach ja, so Monologe machen ganz schön durstig. Ach ja, ich warte jetzt wie gesagt nochmal, bis ein paar Leute kommen. Die Leute, die das Stream im Nachhinein gucken, die können können jetzt einfach vorspringen, das ist absolut kein Thema. Bin ich auch niemand böse drum, wenn man diese Anfangsmonologe von mir überspringt. Aber da wir jetzt hier direkt live im Stream sind, muss ich halt mal wieder die obligatorische 10 bis 15 Minuten warten, bis genug Leute da sind. Und dann können wir in aller Ruhe, denke ich, im End entgegen spazieren. Mit langen Schritten aber, wie schon in der Videobeschreibung, siehe unten, nicht hier im Chat, aber siehe hier irgendwo unten, direkt unterm Video. Einfach bei mehr anzeigen, dann sehen wir, was ich wieder gelabert habe.
Ansonsten, da ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie das funktioniert, dass ich PS4 Video Livestream schon mal auf YouTube ankündigen kann, dass man einfach jederzeit in den Stream reinhupsen kann. Ich weiß nicht, wie es funktioniert und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wie dem auch sei, in der Videobeschreibung in mehr Anzeigen findet ihr auch meine Twitter-Seite und meine Facebook-Seite. Da kündige ich jeweils auch, wann immer ein Stream von mir erscheinen wird. Schwierig wird's dann noch The Evil Within, weil ich habe kein Spiel mehr, was ich spielen können für Livestream, um ganz ehrlich zu sein. Und einfach nur einen Livestream mache, damit ich einen Livestream habe, das ist ziemlich erbärmlich, finde ich. Deswegen habe ich mir jetzt so überlegt, wahrscheinlich ist der nächste Livestream, den ich angehen werde, und das auch effektiv, wird höchstwahrscheinlich das DLC zu Resident Evil 7 sein. Und zwar würde ich am liebsten dieses, wie heißt es, Not a Hero. Das ist ein kostenloses DLC zu Resident Evil 7. Das würde ich ganz gern als Livestream machen. Ansonsten fällt mir echt kein Spiel ein. Dark Souls war noch im Gespräch drin. Dark Souls 3 ist aber das einzigste, was hier in Frage käme, weil PS4. Und heute habe ich auch noch gesehen, ich habe so geschwärmt, ich habe gesehen, dass Neva Final Fantasy VII, dass es eine Final Fantasy 9 Special Edition für die PlayStation 4 gibt. Und da habe ich natürlich nicht widerstehen können. Das habe ich mir auf jeden Fall auch runterladen müssen. Aber ich denke, Final Fantasy 9 werde ich nicht als Livestream gestalten, sondern das wird höchstwahrscheinlich und aller Voraussicht nach ein Let's Play wieder von mir wäre. Weil das gehört einfach zu meinen absoluten Lieblingsspielen, Final Fantasy 9. Und ich würde es ungern einfach so als Stream, ja komm, dann huschen wir halt durch. Das einzig Positive wäre halt bei Final Fantasy 9 als Stream, dass ich hier mein Facecam noch mit dabei hätte, dass man jederzeit mal Reaktion dabei sehen kann. Das wäre natürlich angenehm. Aber, ich denke, ich werde nochmal auf Facebook und auf Twitter eine Umfrage starten, ob man bei Final Fantasy 9 die Facecam haben will oder nicht. Ich wäre wiederum dagegen, weil bei Final Fantasy 7 habe ich es auch schon zeigen lassen. Und ich finde, diese Welt von Final Fantasy, die muss einfach so wirken. Und wenn dann da oben hier so mein Molokop noch eingeblendet ist, wieder mach, das ist doch etwas störend für die Atmosphäre. Bei The Evil Within wiederum muss ich sagen, gerade weil es ein Horrorspiel ist, Horrorspiel und Facecam, das gehört halt einfach zusammen, das ist halt so. Ach, wenn The Evil Within 2 durchaus mit Umgebung zu überzeugen weiß. Und wenn The Evil Within auch wirklich mit seiner Umgebung Atmosphäre erzeugt, finde ich doch durchaus, dass du die Facecam einfach dazugehört. Das ist genau dasselbe wie bei Outlast, Outlast Whistleblower und Outlast 2. Du gehörst einfach dazu, dass ein Molokop in der Ecke hockt, der macht. Das ist etwas, was ungeschriebenes Gesetz bei Let's Player ist. Bei Horrorspielen und vor allem bei Survival Horror gehört die Facecam einfach mit dazu. Oder wie seht ihr das? Ein Like sogar schon. Hoho, wahrscheinlich du, Flash. Vielen Dank. Aber nee, wie gesagt, ich finde bei solche Horror-Survival-Spiele und bei Horrorspiele generell gehört die Facecam dazu. Bei solche Adventure-Rolle-Spiele und so weiter ist es doch eher störend, finde ich. Gerade weil die Welt an sich schon wirken soll. Und da man ja nicht wirklich erschrecken kann, ist halt die Sache, dass man maximal ein O und ein A und vielleicht das Ä oder andere Tränchen sehen wird, aber das ist jetzt nicht so großartig, finde ich, dass ich dafür extra Facecam einrichten musste. Sogar schon 2 Likes. Hoho, na, das freut mich natürlich umso mehr. Na, ich gucke halt immer nur so hin und wieder drauf auf den Bildschirm. Und dann sehe ich halt immer nur so in regelmäßiger Abstände, wie es halt immer das Stream aktualisiert. Ob da jemand geliked hat oder nicht. Abos sehe ich ja auch nicht, ob ich neue krieg. Beim letzten Stream habe ich sogar gepackt, ein Abo mehr. Geiler Scheiß, ne? Revolutionär. Dafür hat es sich alle schon gelohnt, einen Stream zu starten. Dafür, dass Person mehr süchtig war, ist noch Let's Play. Uff, pelzig. Ach ja. Boah, ich könnte jetzt schon wieder saufen ohne Ende. Ich hab grad vorhin gekocht. Ich glaube, die Nudeln sind ein bisschen versalzen, weil ich habe Carbonara gemacht. Und ich mag es eigentlich ganz gern, wenn die Nudeln etwas salziger sind. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel reingeschlenkert. Und dazu habe ich dann statt irgendwelcher
Schinken oder so, habe ich dann so Pfefferbeißer-Kleck geschnitten, habe die in Butter angebrotet, zusammen mit Zwiebeln und mit Knoblauch, also mit Knoblauch. Und habe noch frische Bärlauch dran gemacht und das Ganze auch nochmal etwas gesalzen, ein bisschen Pfeffer dran, Curry, Hackfleischgewürz habe ich noch dran gemacht, einfach weil es so einen unglaublich geilen Geschmack hat. Und dort dazu so richtig schöne Sahnesoße und das Ganze mit Soßebinder nochmal schön dick gemacht, dann die Nudeln reingekippt, nachdem ich sie abgeseit habe. Und dann hätten die sich noch schön mit ihrer Soße vollsaugen können. Gewitter erleid. Satt ohne Ende. Fettig wie Sau. Aber jetzt sind ja wieder mittlerweile die Wintermonate. Das heißt, allmählich sollte man sich seinen Speck auffressen, damit man gescheit durch den Winter kommt. Und ja. Deswegen, ich glaube, wegen eine salzige Nudel und generell, weil dort auch diese Dauerwurst, wenn die gekocht ist, wenn die gebroten wird, gerade in Butter, doch auch schon, boah, gut salzig war, könnte ich gerade saufen wie ein Weltmeister, ohne Scheiß. Ich könnte mal gerade echt Wasserflaschen oder andere reinpetzen. Boah, dann noch das Gefasel in Dauerschleifer. Ich weiß auch nicht, was das ist. Bei Let's Plays könnte ich die ganze Zeit labern. Und alle 5 Minuten oder so nehme ich vielleicht mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Aber hier im Livestream ist es mal wieder ganz andere Hausnummer. Ich könnte Flasche Wasser noch der andere wegbumpen. Aber ich denke, bevor wir gleich anfangen, soll ich das Glas Wasser jetzt auch wirklich leer trinken? Und ich mache mal fix ein neues. So. Da ich, wie gesagt, nach wie vor immer noch nicht von irgendwelchen Wasserlieferanten oder Wasserhersteller bezahlt werde, zeige ich auch nicht, was für Wasser ich trinke. Ich finde, es ist nach wie vor eine Spielekampagne, es ist ein Spielekanal. Dementsprechend sollte ich hier nicht zeigen, was ich trinke. Es sei denn, die geben mir natürlich Geld dafür. Dann würde ich natürlich sagen, oh, dieses Wasser ist natürlich das allerbeste Wasser. Yankee trinkt nur dieses Wasser. Und nur damit kann ich meine Let's Plays bestreiten. Aber da dem nette Fall ist, trinke ich aus dem Glas, wie sich das auch gehört, und zeigt nicht, was für eine Marke Wasser ich trinke. Wie gesagt, ich bin ja nicht hier der offizielle Sprecher von Schlag mich tot Wasser. Boah, jetzt habe ich unglaublich ranzige Vorstellung gerade gehabt, wenn ich mir vorstelle, irgend so ein Wursthersteller würde mich bewerben und ich hock dann da, oh, Wurstwasser, der Champagner vom kleinen Mann, naturtrüb und mit echter Pelle, schmeckt zur Not auch ohne Brot, geil. Wie geht? Solange du gesund bleibst und genug Wasser trinkst, ist doch einerlei was für Wasser. Richtig. An der Stelle, Hi Drake Pergoa. Du warst bisher noch nicht im Stream, oder? Ich kenne dich, glaube ich, noch nicht. Insofern sei willkommen als neues Mitglied hier. Ich freue mich immer über neue Zuschauer. Oder falls du nur unter anderem Namen hier bist, hallo, falls wir uns kennen. Okay, ich denke, hi Andi. Freut mich auch, dass du hier bist. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch hier 4 Leute. Dann starten wir doch auch direkt mit dem Spiel, oder? Muahaha. Das ist auch schon ein sehr geiles Kapitel hier, das Ende dieser Welt. Wenn der Kapitel schon so heißt, da weiß ich genau Bescheid, ne? Sebastian verfolgt die besessene Myra durch das zusammenbrechende Union, um Lily zu finden. Okay, Sebastians Zimmer. Oh, ein bisschen Argschlacher sind wir immer noch. Miau. Hi, Kätzel. Aber ich glaube, ich habe schon alle gefunden. Ich denke, ja, ich habe schon alle Dias gefunden. Wovor ich extremst überrascht war, dass ich tatsächlich alle gefunden habe. Ich habe echt gedacht, beim ersten Durchlauf finde ich die hundertprozentig niemals alle. Tja, so viel zu hundertprozentig niemals. Ich habe sie tatsächlich alle gefunden und es war ziemlich easy, die Dinger zu finden. Also das war wohl ein Achievement, was man unbedingt wollte, dass es jeder auf dem ersten Anlauf sogar packt. Kaffeemaschinen habe ich jetzt hier nicht rumstehen, ne? Blöd. Gerade so ein Ex-Säufer, der braucht es doch.
Na, wobei, er ist ja eigentlich wieder ein Revival-Säufer, weil am Anfang hat man ja gesehen, dass er wieder kräftig dabei war. Von daher, ich finde, so ein Typ, der braucht doch eigentlich echt Kaffee en masse in seinem privaten Raum. Na, wie dem auch sei. Gucken wir doch mal, was wir wieder herstellen können. 210 Waffendeler habe ich noch. Für den habe ich, ja genau, unglaublich viel gebraucht. Das kannst du Hase geben, und Nachlade. Scheiß ins Kanonenrohr, das braucht man nicht. Genauso wie hier, die dumm. Ja genau, 960 habe ich immer so nebenbei. Das habe ich schon voll Magazin, die Feuerrate auch total erhöht. Und auch hier die Nachladezeit, also die Pumpy, die Pumpgun, ist mein treuer, ach Gott, mein treuester Gefährte. Man merkt, ich trockne mal wieder aus. Ich sollte beim nächsten Mal Carbonara definitiv die Dauerwurst, die Pfefferbeißer nicht so stark noch würzen. Das zieht mir sämtliche Flüssigkeit aus der Gosch. Okay, beim Präzisionsgewehr hätte man durchaus noch was wir basteln könnten. Ja, aber so wenig Munition, wie ich dafür finde, das ist genauso wie hier. Also, nee, komm. Und Sturmgewehr, das ist ja, da habe ich ja schon gesehen, da bin ich der absolute Gurkeheiner mit so einem Ding. Das könnte ich höchstens noch ein bisschen hochpetzen. Dann könnte ich noch 15 mehr verschießen. Ja, komm. Ja, komm. Gerade weil ich ja so eine Gurke bin und beim Schießen bin ich wirklich nicht gerade best. Okay. Ich sollte auch gerne... Oh Mann, oh Meter, ist das ein Mist. Also ich merke echt, die Munition ist uns nicht gerade sehr gewogen. Ich sollte noch mal ein bisschen was herstellen. Falls ich hab. Falls ich noch hab. Ach du Scheiße, ich habe nur noch ein Schießpulver. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht echt nicht gut aus. Ich hoffe, Myra und ihr Knechte und Mägde haben genug Munition für uns parat. Das wird sonst echt bitter. Okay, hier ist es zerfetzte Union. Ich glaube, da habe ich angefangen, oder? Hier so um den Dreh. Gewitter erleidet. Ja, hier dürfte ich angefangen haben. Sieht aber echt gut aus mittlerweile hier in Union. Ach du Scheiße. Ja, die ganze Rotze bricht jetzt hier auseinander. Yay, ein hochwertiges Waffenteil, was ich unbedingt nicht brauche. Und, wie sieht's dann hier aus? Ach du Scheiße. Also hier die Inseln lösen sich allmählich auf, die wir vorher gehabt haben. Und die Häuser stehen jetzt einfach nur so ganz traurig für sich. Du, im Verbund ist hier kaum noch was. Hier geht's ja nur noch runter. Ich mag gerade gucken, ob auch noch irgendwas Schönes für uns ist. Was war denn das? Achso, das war der Spiegel. Okay. Hier sieht's aus, als würde es irgendwie in der Story weitergehen. Ah, Alter, wieder diese ekelhaften Schleimblasen hier. Das ist das Zeug, was der in der Zwischenwelt, in der Online-Zwischenwelt, dieser ekelhafte Schleimbatzen, gegen den wir da gekämpft haben, kurzfristig, der hat das auch verschossen hier und der hat sich auch so ein Grütze auch gebildet. Oder geht's hier weiter? Ja. Dann soll ich doch nochmal hochrennen. Gut, Bastel, du hast noch genug Ausdauer, das kriegen wir hier. Renn! So, ich rüste mich jetzt nochmal mit der Knarre aus. Ich fühle mich etwas sicherer mit dem Revolver. Der Revolver macht ordentlich Schade. Alter, ist das ekelhaft. Hassenswerte, ekelhafte Blase. Ah, da hinten ist Munition, Munition! Und zwar Knarre-Munition. Sehr schön. Eine Sicherung. Die liegt hier natürlich immer auf dem Sofa rum, so mache ich das auch immer. Und ansonsten haben wir hier noch die Tür. Das klingt wie so ein schlechter Horrorfilm. The Door. Bei so einem deutschen Horrorfilm würden sie bestimmt machen The Door, Schrägstrich die Tür. Für die ganz Blöde. Okay, hier geht's noch nicht mal durch. Ich hasse es bei solchen Filmtiteln. Kennt ihr das auch? Solche dämliche Filmtitel wie The Village, das Dorf. Wo du auch nur denkst, Alter, muss das dann sein? Das ist sowas, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Oder generell, ach, geil ist ja auch der alte Dawn of the Dead, ne, von 1978 von George A. Romero. Rest in Peace, George A. Romero an der Stelle. Auf jeden Fall, das Original hieß ja einfach nur Dawn of the Dead. Und im Deutschen haben sie dann einfach nur Zombie draus gemacht. So richtig dämlich. Und noch blöder ist dann der Nachfolger Day of the Dead aus der, ich glaube 1983 oder so ist der erschienen. Das haben sie dann im Deutschen gemacht zu Zombie 2, das letzte Kapitel. So erbärmlich, zumal ja 2005 auch noch Land of the Dead dann rauskam.
Und danach kamen noch Diary und Survival of the Dead raus. Insofern absoluter Mumpitz hier schon aus der 80er Zombie 2, das letzte Kapitel zu nennen. Oh, da kann ich mich stundenlang drüber aufregen. Hi Wishmaster, und ja, Day of the Dead ist richtig geil. Aber der Originale aus der 80er, nicht diese Neuverfilmung, diese merkwürdige, die ist eine neue Verfilmung von Dawn of the Dead in noch schlechter. Aber der Originale von George A. Romero, der ist klasse. Den mag ich auch sehr gern. Richtig, Romero-Filme sind geil. Kann ich absolut nur unterschreiben. Aber der ist so leider auch gestorben, das hier Romero. Ups. Ey, du Sabajockel. Alter. Oh, Yankee, der mieseste Schütze der Welt, schlägt mal wieder zu. So. Man merkt mal wieder, dass ich überhaupt nichts drauf habe beim Schießen. Gewitter, dünner Keitel, noch einmal Gewitter. Ah, Jeremias Zuckerhut, Himmelarsch und Wolkebruch. Also ich bin hundsmiserabler als Schütze. Und ja, wie gesagt, natürlich, der originale Day of the Dead, den finde ich auch großartig, aber ich hab's gerade gehabt, als du gekommen bist, von hundsmiserable Titel, wie zum Beispiel so Filmtitel wie The Village, das Dorf, oder halt Dawn of the Dead, der Originale von Romero, den sie im Deutschen übersetzen mit Zombie, und dann Day of the Dead halt mit Zombie 2, das letzte Kapitel. Absoluter Ultra-Rotz vom Titel her, aber ich liebe die alte Romero-Filme, definitiv. Fängt schon an beim Night of the Living Dead, dann kann ich mir auch nicht koloriert angucken, denn muss ich immer in alter Tradition schwarz-weiß gucken. Gehört einfach dazu, finde ich. Das ist genauso, wie wenn man sich die alte Laurel und Hardy Filme anguckt. Ich weiß nicht, ob hier jemand irgendwie zufällig noch Laurel und Hardy Fan ist, aber ich persönlich habe die unglaublich gern geguckt früher, die klassische Dick und Doof Filme. Und mein Vater hat die auch sehr gern geguckt. Da habe ich ihm damals in den 90er so eine Kassettenreihe geschenkt, wo dann die ganze alte Dick und Doof Filme dabei sind. Großartig. Wegen dem Ding wegen der Filmreihe haben wir immer noch, da haben meine Eltern immer noch ihren alten VHS-Rekorder, ihren alten VHS-Spieler. Und da kann man halt immer noch die Dick und Doof Filme gucken. Das ist so geil, wenn man A hält, ist immer noch dieser Strich oder mehrere Striche dazwischen. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Ich muss leider nochmal weg. Ich schreib dir mal. Jo, mach's gut. Und einen schönen Ofen dir noch. Freut mich, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast, hier noch ein bisschen reinzugucken. Mach's gut. Ja, wie gesagt, also gerade für sowas hat man noch diese alte Kassette-Rekorder, wo man dann auch noch die alte VHS-Kassette gucken konnte. Und immer wenn man halt so Standbild macht, sind immer diese Streife drin, die dann die Gesichter total verzerren. Das ist so geil. Ach ja, aber im Vergleich zu solcher digitale Dinger von heute ist die Qualität von der Kassette echt, als hätte man sich Dreck in die Haare gegriffen. Gerade weil das auch noch Filme aus der 30er und 40er Jahre sind. Also unglaublich, wie hundsmiserabel diese Qualität ist. Aber ich finde, es gehört dazu. Ich könnte mir keinen Laurel und Hardy Film in HD-Qualität angucken und auch noch koloriert. Die müssen in dieser körniger... da kann ich leider nicht durch. Die müssen in dieser körniger Grobqualität sein, schwarz-weiß natürlich. Und ja, so muss das aussehen für mich. Oh, Myra sieht ein bisschen wie Ruvik aus mittlerweile. Oh, 4 Likes habe ich sogar schon. Vielen lieben Dank, Leute. Weiß ich echt sehr zu schätzen, die Likes. Ultra nett von euch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt schon so viel wie meine erste Episode vom Stream. Okay, speichert. Oh, verdammt. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Und vor allem habe ich nicht die Zielgenauigkeit für sowas. Hoppla. Hallo, du hässlicher Knetkopf. Stirb, 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 stirb! Verreck doch in der Hölle! Oh, Moment, wir sind doch in der Hölle. Ach, scheiße. Was mache ich denn hier überhaupt von Quatsch? Nein, 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 nein. Halt, geh weg. Geh weg, du Schimmelbacke. So, jetzt kann ich herkommen. In den Schritt geballert. Das ist man natürlich ziemlich räudig von mir. Oh Mann, ständig schieße ich denn in die Eier. Irgendwo ist noch so ein Schimmel-Kaspar. Ja, da ist er. Hallo Schimmel Bill. Ey, was ist die Scheiße? So.
Wie man das aus dem richtigen Leben 8 kennt, wenn die Gegner tot sind, öffnet sich ein Weg. Es fehlt nur noch das obligatorische Zelda for the win und so. Pistolenmunition haben wir hier nochmal. Wenn ich jetzt wenigstens wieder ein bisschen mein Repertoire auffülle. Oh, was? Was war denn hier noch? Hier noch klettern oder so? Ja. Aber hier ist leider nichts drin. Vor allem sagt er noch, ja, für sowas habe ich keine Zeit. Und dann renne ich jetzt hier nochmal wie ein Dappschädel in der Gegend rum und flatter hier jeden scheiß Van, statt in der Geschichte weiter zu rennen. Also Bastel, du darfst dann auch nicht wählerisch sein. Entweder du flatterst alles in Ruhe oder du rennst halt durch wie ein Eumel. Okay. Sammeln wir mal noch die Glibbergrütze ein. 500 Gehirnmedizin. Und nochmal 300 Sub. Okay. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir noch... Oh, ein Medizinkoffer. Da bin ich stark dafür, dass ich mir den jetzt sicher, denn ich habe Neipfeffer. Und dass ich mir den mitnehme. Sehr schön. Heilung musste sowieso sein. Boah, ich weiß es noch beim letzten Stream. Da war ich ja gleich am Anfang schon, weil hier irgendwo die Ruhelose überall rumgelecke hin. Und jedes Mal, wenn ich mich denen genähert habe, wo ich sonst in jedem anderen Stream gesehen habe, ah ja, das ist ein Ruheloser, der steht bestimmt auf, haben die mich dort zu Tode erschreckt. Bin immer gespannt, wie das in dem Stream heute wird. Okay. Ich glaube, da bin ich immer noch so ein bisschen an Outlast 2 gewöhnt, dass ich hier durch die Fenster einsteigen kann. Hier ist... Ah doch, da hinten ist was. Siehst du mal, es lohnt sich doch. Habe ich mal wieder 3 Schrotmunition abgaunert. Und... Ach Quatsch, warum will ich immer das so machen? Okay. Dann auf ins nächste Gebiet hier. Schreit doch noch Arena, oder? Speichert. Oh. Also ich finde, das Gebiet schreit so richtig noch Arena. Er rennt von sich. Erstmal einen Schluck Wasser nimmer. Wäh. Es ist der Glibbermann. Es ist der Glibbermann mit dem Strommast. Herzlichen Glückwunsch. Alter! Du krankes Scheißvieh. Wäh. Warum sieht's mich jetzt nicht mehr? Kann ich da drauf schießen? Nö. Geh weg, Glibbermann! Aber alles besser als die Geistergretel. Und nach Panik kann ich nicht richtig zielen. Nein, ich wollte doch dieses rote Ding dort zielen. Verdammt nochmal. Dann beweg dich doch nicht, Glibbermann. Ups. Glibbelegeling, hier kommt der Glibbermann. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe, Glibbermann. Vielleicht brauche ich etwas härtere Geschosse als so ein paar popliche Dinger hier. Okay, das hat schon mal ein bisschen besser reingerobbt. Nimm das, Glibbermann. Ich glaube, ich habe einen Kopf weggeschossen. Ich glaube, das war's. Also wenn der nicht mindestens 5000 Schleim gibt... Lass das den letzten sein. Ich befürchte es leider nicht, Bastel. 10.000 Brühe gibt er uns. Sehr geil. Okay. Noch 4.000 Schlapper mehr. Und ich kann mir diesen geile Zeitstopp-Move oder Zeitverlangsamungs-Move leisten. Ausgezeichnet. Von daher hoffe ich doch echt, dass nochmal so ein Fatman hierher kommt, der ordentlich Brei gibt. Damit ich mir nochmal die Fähigkeit ereignen kann, bevor es zum großen Endkampf geht. Ah, ein Explosivbolzen. Die sind immer gut. Könnte ich auch gleich mal auf Explosivbolzen gehen. Die sind nämlich richtig geil. Die mochte ich schon im ersten Teil. Explosivbolzen waren bei der Armbrust immer so mein größter Freund, könnte man sagen. Hier haben wir noch ein bisschen was.
Tada, es ist Schrotmunition. Und die kann ich ja bestimmt einschlagen, oder? Jawohl. So ein Ochs ist er, dass er die Dinger einschlagen kann mit einer Axt. Das würde ich mal gern sehen, wie ich das probiere. Wahrscheinlich wird die Axt in der Wand stecken bleiben von der Kiste und nichts steht passieren. Also der muss ja schon tierisch drauf haben, wenn der zu solcher Ochseleistungen hier fähig ist. Oh, hier haben wir noch Rauchbolzer. Und die Dinger kann er nicht einschlagen. Nö, da schlägt er einfach in die Luft rein, wie im richtigen Leben. Ach. Und hier haben wir noch ein bisschen Pistolenmunition. Und Schrotmunition. Ja, geilo. Okay, hier werden wir ja richtig verwöhnt. Im letzten Stream war es ja hundsmiserabel, was das Ganze angeht. Da haben wir ja gar nichts gekriegt. Aber ich glaube, ich hasse das. Je mehr ich hier in der Gegend rumschwirr, desto eher sehe ich immer, ja, du hätte ich hier hingehen können, das hätte ich hier nutzen können, du hättest hier dieser Freako hermarschieren können. Ich hätte hier hier drauf schießen können, wenn das Vieh wenn das Vieh hierher gegammelt kommt. Aber, tja, ich habe es mal wieder auf die Idiotenart gelöst, die unglaublich viel Munition schluckt. Aber so kennt man das ja. Trottelkopf for the win und so. Aber da ich so glücklicherweise nicht auf Albtraum oder wie hoch von der Schwierigkeit eingestellt habe, ist das ja alles halb so wild. Uiuiui. Ich wittere was ganz Böses. Um mal Star Wars zu zitieren. Generell viele Leute in Star Wars. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Habe ich denn vorgehabt? Wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Na je, oh je. Ich sagte, verschwinde. Nicht gut. Oh oh. Das ist doch dieselbe Scheiße, die Ruvik abgezogen hat. Wahrscheinlich, weil der Kern, also Lily, sie liebt, weil es ihr Mutter ist, verleiht sie ihr, extreme Kräfte im Vergleich zu Stefano und Theodor. Weswegen die überhaupt hier so Dinger reißen kann. Autsch. Alter. Sind wir jetzt hier im fette Nichts gelandet, oder was? Oh je, oh je. Ach du Scheiße. Sie darf Lily nicht kriegen. Das sieht auch nicht gerade gut aus, wo wir hier gelangt sind. Also da oben geht's nur noch Union wieder. Wir sind hier irgendwie in einer weiteren Ebene von Union oder von dem STEM-Gebiet gelandet. Er kann sich jetzt nur noch so humpelnd fortbewegen. Also so kommen wir bestimmt nicht ans Ziel. Unser Haus. Ja, das ist der Hinne wahrscheinlich, ne? Da muss sie sein. Ich muss weiter. Okay. Kapitel 16. Im Limbo. Trophäe erhalten in Kupfer. Alles liegt in Scherben. Ja, mach dich auf den Weg nach Hause. Ja, wie es aussieht, sind wir jetzt hier im Limbus gelandet vom Stem. Ja, da hinten ist wohl das Haus. Oh je, oh je. Ich befürchte, wenn der aus dem Stem rauskommt, falls er eher aus dem Stem rauskommen sollte, ist der wahrscheinlich das totale psychische Wrackte noch, der keine Ahnung mehr hat, was Realität ist und was alles nur Simulation ist oder virtuelle Realität. Das ist ja dermaßen fertig.
Aber ich finde generell, man hätte die Sache mit dem Stem auch schon im The Evil Within 1 besser lösen können. Aber ich denke, das werde ich nochmal sagen, wenn ich das Spiel beendet habe, wenn ich mal Resümee ziehe. Weil ich persönlich bin kein großer Fan von dieser Stem-Sache. Ich hätte es zum Beispiel auch im Ensa erheblich schöner gefunden, wenn dieser Stem einfach nur ein Gerät gewesen wäre, womit man in den Kopf von einem anderen kommen kann, um dem sein Wille aufzuzwingen und dass Sebastian in der richtigen Welt eigentlich wirklich Massenmorde begangen hätte, aber er das Ganze so gesehen hätte. Oh, da geht's nochmal in irgendein Loch rein, wo wir bestimmt nicht rein wollen. Halt, hier ist irgendwas. In welcher Richtung? Okay. Irgendwo hier in dem Gebiet muss was sein. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Natürlich gibt es keine Karte mal wieder. Resonanzpunkt. Ah, do. Okay. Gut, brauche ich natürlich auch eine Karte. Union läuft so reibungslos, dass sie es nicht mehr genau überwacht. Jetzt oder nie. Wir müssten Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodor? Jemand Hochrangiges wie Sie. Wenn Sie geschnappt werden. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie sie dieses arme Kind für ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. Wobei ich das ja auch nicht wirklich verstehe mit diesem Stem-Gedöns und Weg. Ich will hier Leute von Mobius im Stem kontrollieren, damit ich mit ihnen so real die Welt kontrolliere. Das ist ja eigentlich auch total umständlich. Naja. Naja. Also die Stem-Sache ist jetzt nicht so wirklich meine favorisierte Welt. Ich finde halt die Umgebung sehr cool gemacht. Aber irgendwie hätte ich es noch cooler gefunden, wenn es tatsächlicher Wahnsinn gewesen wäre. Und nicht diese virtuelle Realität einfach. Welche Richtung? Hier. Hier muss es irgendwo sein. Dort haben wir es. Ich die lache, wenn ich alle Erinnerungsfragmente gefunden hätte. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir Sevi auf und bringst sie wieder zurück? Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Was heißt es jetzt? Lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden. Warum? Naja, damit man Lily durch rauskernt, so durch. Upp, das sind sie. Okay. Hier hinten ist nichts mehr. Nee. Hier kriege ich nichts mehr. Okay, dann gehe ich mal dort hier. Da ist sie. Schnell. Theodor. Was tun Sie da? Dachten Sie wirklich, ich lasse zu, dass Sie Mobius vernichten? Sie besitzen keinen Weitblick, sind aber viel zu wichtig für mich. Wenn ich Sie kontrolliere, wenn ich Sam kontrolliere, werden Sie Ihr volles Potenzial entfalten. Jetzt geben Sie sie mir, Nur über meine Leiche. wenn das Ihr Wunsch ist. Da ist es passiert. Als alles begann zusammenzubrechen. Offensichtlich, ja. Okay. Dann muss ich ja wohl erstmal hier reingehen, bevor ich da hochgehe. Ah, das Arbeitszimmer wieder. Ist es jetzt wieder die... das eigentliche Zimmer? Ja, das scheint wohl das zu sein, wo ich über der Spiegelerei komme. Okay, cool. Na gut, dann holen wir uns alles, was wir noch brauchen. Spiegel scheint sie wohl hier nämlich zu geben. Okay, das sind einfach die Mobius-Leute, die sind alle tot, bis auf Sykes, ne? Sykes hieß er, glaube ich, ne? Sie sollen damit vorsichtig sein, Sykes. Hoffentlich haben sie es geschafft. Ich hoffe doch, dass das gepackt hat. Alle anderen sind tot, nur Sykes ist Abkauer, aber dem seine Erfolgsrate lag bei 25% oder so, glaube ich. Also andere gerade wirklich viel. Kann ich jetzt hier nochmal reingucken, ob ich hier noch irgendwas finde? Das Kätzel schläft. Ich hoffe, es schläft nur. Ja, es atmet. Okay, das ist gut.
1500 Glipper. Ah, fast. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr von dem Zeug. Hier ist das. Jetzt juckt was im Arsch. Waffendealer. Schießpulver. Ja, ein bisschen mehr Sub bräuchte ich noch. Da könnte ich mal die geile Fähigkeit leichter. Schade. Ich hoffe, wir kommen nochmal in den Raum. Und? Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen. Wenn du das sagst. Okay. Sieht's denn hier aus? Habe ich Schlüssel? Nee. Keine Schlüssel, aber es sind noch ein paar Dinger offen. Ein Erste-Hilfe-Koffer, dann brauche ich nicht. Harpune, Bolze brauche ich auch nicht. Okay. Sie werden immer stärker. Aber es wird hier auch immer gefährlicher. Moment, Es Kampf. ist keine Schande, sich auch mal zu verstecken. Und ich kann Ihnen dabei helfen. Ich brauche nur 2250 Gel. Scheiße. Scheiße, Herr Parrer. Nee, so wird das nix. So kurz davor. Aber ich hätte es gern als Fähigkeit. Okay, was haben wir dann hier noch? Präzisionsgewehrmunition könnte ich mal noch ein bisschen herstellen, oder? Tatjana hätte auch noch ein letztes Gespräch, ja. Okay, dann rede ich nochmal mit ihr. Dann soll die Gutfrau auch nochmal ihr Sorge loswerden können. Okay, so. Wenn, dann will ich optimal ausgerüstet sein, so gut wie es möglich ist. Okay. Gut, dann retten wir nochmal mit Tatjana. Wenn du mich doch schon so freundlich drauf hinweist, dann spreche ich natürlich auch nochmal mit Tatjana. Meine Dienste. Und offensichtlich geht die immer so dicht dran zum Sprecher. Okay. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir sie startklar. Ja, wenn sie noch ein bisschen Gel für mich hätte, wäre natürlich perfekt, aber kann ich nichts machen. Scheiße. Mir gibt 2250 Gel. Ja, ich hätte es echt noch gern gehabt. Verdammt nochmal. Na gut, dann speichere ich nochmal an der Stelle. So, joink. Und ja, das Ende dieser Welt. Komm. Im Limbo. Okay. Ja. Mehr Gel gibt's hier leider nicht. Die Dias sind weg. Der Projektor liegt am Boden. Ist hinüber. Hat sich erledigt alles. Ja. Dann muss es wohl so sein. Ah, schade. Ich hätte gerne noch diese Zeitstoppfähigkeit gehabt. Okay. Aber hilft nichts hier rumzujammern. Mit viel Glück kriege ich sogar noch alle Resonanzpunkte. Alle Infos. Das wäre natürlich richtig geil, wenn ich alle Erinnerungsfragmente hier noch hätte. Resonanzpunkt wurde protokolliert. So. Versteck dich! Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Szenerin, die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein, Sie verstehen nicht, was ich tun werde, um
Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. 23 von 24. Ah, mit viel Glück schaffe ich das wirklich noch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da alle finden könnte. Hoffen wir es mal. Ich drück mal die Daumen. Wäre schon geil, wenn ich so Teile noch gelöst hätte, dass ich alle Erinnerungsfragmente, die es hier im Spiel gibt, noch gefunden habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das beim ersten Durchlauf hinkriegen könnte. Ja, bergauf geht's, da ist er natürlich etwas geschlauchter als sonst, der gute Bastel. Aber hier scheint es keine Erinnerungsfragmente mehr zu geben. Nur noch Myra. Ah, da habe ich bei Annie verschnarcht. Das passt zu meinem nur noch 2250 Schleim und ich hätte die ultimative Kampffähigkeit gekriegt. Irgendwie passt's. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Myra. Bist du das? Sebastian. Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Oh je, oh je. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Eva. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte, lass sie uns hier rausbringen. Und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Alter. Da war jemand schon mal richtig fette Realitätsverlust erlitten. Bitte, Myra. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Verschwinden wir von hier. Die Lily muss ja auch irgendwie an das Ding arg stöpselt sein. Und der ihren richtigen Körper kann schon niedermachen, ohne Probleme. Der ist wehrlos. Genauso wie ihre eigentlich. Von daher, also wer sich in so realitätreich flüchtet und denkt, hier wäre er sicher, schon Wird sterben! pretty pathetic. Ziemlich erbärmlich. Ups. Mami braucht jetzt dringend eine Tetanusspritze. Oh, vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Tetanusspritze. Ist nicht so schlimm, Myra. Er nimmt dich bestimmt auch mit Spinnegesicht zurück. Oh, bitte sei nicht zu so einem Koloss mutiert. Hey, ich hätte genauso gut sagen können, es sei ein gigantischer, widerlicher Mutante-Koloss. Ne? Mich hört eh keine Sau. Ach du Scheiße. Schä sieht's aus. Oh Gott. Ja. Und so schä gleichmäßige Brüschtotzer. Das macht Spaß. Auch ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Halt die Gosch. Myra, hör auf! Jetzt gibt's was auf die Orang-Utan-Titter. Alter, ist das räudig. Was sind denn die Gestalte hier? Wow. So, Entschuldigung. Hin und wieder muss sowas einfach mal sein. Habe ich im ganzen Spiel schon gemacht. Hier Skulpturen vernichtet. Kriegst, was du verdienst. Ja, Dito. Ich glaube aber, ich muss auf ihren Ranze schießen. Und nicht auf ihr Orang-Utan-Titter. Ey, hör auf. So Ferz fangen wir gar nicht an, Myra.
Ja. Ja. Ich will dir das nicht antun, Myra. Aber leider muss ich da auf die Ranze schießen. So einfach ist das, aber ich glaube mit M-Messer im Ranze geht die noch lang nicht heim. Deswegen nehme ich mal erstmal Spritzel hier. Ich bin mal so frei. Und hier sehe ich die Statue, hätte ein bisschen Munition rausgekotzt. Genau wie im richtigen Leben natürlich. Ah, ich habe die schießt jetzt. Die greift doch mir die Alt. Herr Uff mit so Ferz. Mädel. Ach du Gretel hinter der Heck. Kannst du das mal sein lassen? Schieße ich da halt der ekelhaftes Glibberherz raus. Igitt. Sie hat Spinnen gebärt. Igitt. Tot treten kann ich auch noch. Ja, also das ist mit aus dem Leben gegriffen, würde ich sagen, ne? Ja, ekelhafte Kotzgetiere. Hey, Myra? Ist die wieder aufgestanden? Doch, das ist komisch. Also sorry, Bastel, aber ich glaube, mit der kann ich nicht mehr retten. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Ich mir guck, dass du da Nummer A. Jetzt hat sie so ekelhafte Tumore auf dem Rücken. Du hast einen Buckel. Ich entferne dir mal den Buckel. Sie nannten sie auch die bucklige Myrte. Igitt. Wow. Ist das ekelhaft. So, ich glaube, der linke Buckel ist weg. Ups. Buckel X ist gleich... Ah, nein, geh weg. Och, Mensch, muss denn das immer sein? Na gut, dann muss es halt sein. Warum hat das Ding Auge am Arm? Hallo? Bastel. Darf ich abzielen? Danke. Gibt's doch das? High Five. Scheiße, das war nicht gut. Ja, da sieht man halt mal wieder, was für tolle Schützefähigkeiten ich da wieder hab. Na gut, ich versuche diesem göttlichen High Five hier zu entgehen. Und ich hoffe, er startet wieder so an der Stelle, wo der Arm sich selbstständig gemacht hat. Okay, na toll, natürlich starten wir bei der Spinne, war doch klar. Ja, Myra. Best die Frau von Welt, wo gibt. Blödi Sup. Da bin die Gretel hinter der Hektor. Ich hoffe, ihr macht euch auch, ihr freut euch auch über meine Pelzerbeleidigungen. Okay, jetzt wird sich erstmal der First Aid reingezwirbelt. Und dann, ja, geh weg mit dem Buckel. Hoppala. So, Eva. So. Gut. Jetzt machen wir das noch einmal. Igitt. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Arm Auge hat, also warum der Ache besitzt am Gelenk. Aber das sind so Geheimnisse des Lebens, die muss man nicht wissen. Ja, komm schon! Bastel! Enttäuscht! Lecco mio! Oh. Krieg ich wieder Hals wie Keks los bei so einem Scheiß. Gewittert du na Keitel noch einmal, Jeremias Zuckerhut. Hat doch der Teufel in die Garde geschissen. Jetzt darf ich wieder die scheiß Viecher platt treten. Ja, du lacht er, der Andi. Du lacht er. Ah, Mann. Ja, Buckelmyrte ist gut. Bitte, Myra. Ich weiß, du bist noch da drin. Bitte, Buckelmyrte. Lass dir keine Augen wachsen an deinem Arm. Ah, Alter. Kotzeviecher. Alter, ich gehe sowas von Kotze hier. Ist das alles so ranzig, Mann.
Ja, komm her. Geht weg, ihr kleine Scheißer. Ja, so sieht aus. Aber wer so ein gewaltiger Buckel hat, der darf auch gar nicht aufgeben. Okay. Alle gute Dinge sind 3. Wenn dieser Scheißarm nicht so schwanke wird, wäre das erheblich unkomplizierter. Okay, komm schon. Na, Allah. Hatte jetzt auch hoffentlich diesen Arm nicht. Erinnert so ein bisschen an Dungeons and Dragons, wo man Trolle die Gliedmaße ausbrennen muss, dass sie endgültig kaputt sind. Ja, warum brauche ich auch noch einen linken Arm, wenn ich einen Schwanz habe? Alter, geh fort! Warum hat die so einen sprechenden Schwanz? Geht's noch? Ach so, mit dem Motto. Hast du eigentlich schon gewusst, wie toll ich Bauch reden kann? Kotzen gehen. Oh Gott im Himmel. Jeremias Zuckerhut. Irgendwie bringt es einen Scheißdreck, auf das Ding zu schießen. Ah ne, ich muss auf ihren Buckel wieder schießen. Na dann. Show me your hunchback, bitch. Und ich Volltrottel renne natürlich voll rein in die Kacke. Oh, jetzt noch besser. Oh, Humpel weg, du Kasper. Und dann zischt er hier mal den Koffer rein. Okay. Das kann ich glücklicherweise noch irgendwie ausstehen. Anscheinend hat dies auch schwierig mit beweglichen Zielen. Ey. Hör auf und zeig mal wieder deinen Buckel. Das sind auch so Sätze, die man nur in so Spielesache kann, die man niemals im richtigen Leben Sache wird. Zumindest die wenigste von uns. So. Ist er jetzt wieder kaputt? Ist jetzt auch dieser Tentakel hier tumorös? Oder wie schaut's aus? Das war ja nochmal Schwein gehabt. Ja, hallo? Ist da nochmal irgendwas, was dich angreifbar macht, Mädel? Interessant, dass ich das alles hier nochmal mit dem Revolver beende. Also, sie kann ich offensichtlich nie mehr... Ah, doch, ihren Buckel glüht wieder. Okay, gut. Hier hat so ein bisschen der Anhaltspunkt fehlt, was ich attackieren soll. Show me your hunchback. Show me your hunchback. Uppala. Hier. Axt. Niemals. So, wollte gerade sagen, dann mach doch einmal bitte einen Buckel, um es mir einfacher zu machen, Mädel. Oh. Oh. Ich glaube, das hat nichts gebraucht, oder? Oder hat es jetzt schon hinter sich? Nee, doch, da glüht noch was. Da glüht noch einiges. Jetzt glüht ihre Visage. So, voll ins arachnide Gesicht. Oh ja, so Horrormutter finde ich auch immens cool. Macht bestimmt Spaß, so in ihren Eltern oben zu schicken, oder? Die Vorstellung, dass das Kind so Eltern oben hat in der Schule, da kommt so Annie, du A. Lilly hat ihre Hausaufgaben gemacht. Okay. Igitt.
Wunderschöner als am Dach, an dem sie geheiratet, ne, Bastel? Es bewegt sich noch. Gut, Alter. Kotzen gehen. Okay. Eventuell löst sich jetzt mal der ganze Blubber mal auf und ich habe hier richtig Myra mal wieder vor mir. Das wäre mal zur Abwechslung auch nicht schlecht. War das mal bei The Simpsons? Ich möchte einen Daddy, der in der Realität lebt. Für Daddy rückt die Realität täglich Stück für Stück weiter in Entfernung. So ist es hier in etwa 8. Warum? Warum? Wie geht's? Es wird langsam fleischfarben, das Zeug. Na, ist noch die richtig Myra drunter? Oder hat die jetzt einfach nur hier den Platz geteert? Ja, nimm's doch in die Hand hier, den Schmodder. Sieht wohl nicht so aus, als wäre die richtig Myra noch am Leben. Beziehungsweise im Stem existent. Als digitale Projektion. Scheiße. Doch, da ist noch was von ihr. Okay. Hoffen wir mal, sie lebt oder existiert noch irgendwie und kommt noch zu Verstand. Okay, sie ist noch drin. Ja, lebt sie noch? Myra. Bitte. Okay, gut. Ich hoffe, damit habe ich ihr böse Gedanke fett gejagt. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Danke. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Kann die überhaupt noch? Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon. Nein, ich verlasse dich nicht nochmal. Du musst. Geh. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily braucht dich. Bitte. Schnell. Ich bin immer gespannt, ob da noch jemand bei ihr ist. Vielleicht Kidman oder so. Jetzt, nachdem alle Gefahren beseitigt sind. Ich kann mir nämlich schlecht vorstellen, dass das jetzt der letzte Bosskampf war. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Wobei das jetzt schon ein relativ starker Bosskampf war. Kapitel 17. Ein Ausweg. Trophäe erhalten in Silber. Bedauernswert... ... Eventuell geht der Name von der Trophäe noch weiter. Ah ja, ich sehe es so. Ihr seht daneben immer so hässliche verpixelte Stelle. Das ist etwas dämlich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
Ich müsste mal schauen, ob das möglich ist, dass ich Trophäe gescheit einblende lassen kann. Sowohl in Let's Plays als auch in Streams. Okay. Zack. Fast geschafft. Ein Erinnerungsfragment fehlt mir noch. Kann ich mich noch ärgern. Mist. Irgendwo muss ich eins verschnarcht haben. Sehr schade. Und hier ist es anscheinend auch nicht. Lilly ist im Haus. Und da rennt er gegen unsichtbare Wände hier der Bastel. Aber in Ordnung. Ja, humpel du hier. Ohne Puste Bastel. Und dann. Ich könnte drauf wetten, dass Kidman oder irgend so ein Mobius-Knallkopf dort drin sitzt. Hoffentlich geht es dir gut. Und sie wieder unter Kontrolle bringen will. Mhm. Da haben wir schon wieder die Kindmann. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment. Der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Was? Zweck ist erfüllt. Als wäre es nicht klar gewesen, dass das passiert. Kate. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Die stehen schon mit dem Giftspritz direkt neben dran, die Arschgeiger. Kate. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Warum hat er die ganze Zeit so? Was soll der hier ein Jedi-Trick oder was zu machen? So ein dummer Hund. Kommen Sie, Kate. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Oder nicht? Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Und? Okay, Lakai 1 ist tot. Knecht 2 ist kaputt. Aber der hat noch jede Menge anderer Komplize bei sich. Ich glaube, ich hätte zuerst auf ihn geschossen. Oh, jetzt spiele ich Kidman. Okay, cool. Auf keinen Fall. Verschwinden Sie. Interessant, dass Kidman doch nicht böse ist, wie ich gedacht habe. Wohl freikämpfen. Okay, ich kann mich ja nicht bewegen. Komplize. Ups. Na? Ey, gerade eben habe ich noch einen Kopf im... Ne? Einen Kopf im Visier gehabt. So, jetzt du Komplize. Na? Gibt's da das? Jesus, erleid immer, wenn ich die direkt im Visier hab, die Hansel. Okay. Gut, Munition habe ich offensichtlich. Na gut, komm her, du. Gut. Noch so ein Affekopf, wenn ich ja. Und noch so ein Hansel tot. Okay, jetzt ist nur noch der Knetkopf übrig. Und, ja.
Another one bites the dust. Melden Sie sich in der Steuerzentrale. Sich beeilen, bevor noch mehr kommt. Scheiße! Oh Gott, wenn ihr so Schüsse abfeuern könnt. Ach, sehr cool gemacht. Das finde ich jetzt doch ziemlich dynamisch. Sie muss oben in ihrem Zimmer sein. Das gefällt mir jetzt. Das finde ich ziemlich dynamisch, dieser Wechsel, Raumwechsel zwischen Sebastian und Kidman. Das finde ich dann doch ziemlich cool. Du hast gesperrt. Und ich habe echt gedacht, Kidman wird uns verroten, aber doch nicht so seelenlos wie gedacht, das Mädel. Aber ich mag mich erstmal hier nochmal umgucken, Bastel, bevor ich jetzt so hochrenne. Man weiß ja nie. Eventuell ist hier noch ein bisschen grünes Gel und noch so ein Stuhl. Okay, na gut, dann halt nicht. Schade. Und das war nicht ihr Zimmer. Komme ich an und 3. Da rechts war das Elternschlafzimmer. Komme ich da rein? Anscheinend nur noch in Lillys Zimmer. Okay. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt wieder Szenewechsel gibt. Hier ist noch Daddy-Zeichnung. Und das muss es aber wirklich eine nicht so eklige Horror-Version. Lily. Ein kleines Mädchen. Papa? Ich bin's, Lily. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. So. Nochmal genutzt, um mir wieder Wasser einzuschenken. Myra! Ah, okay, sie hat's auch gepackt noch. Hoffentlich mutiert sie jetzt nicht. Los! Verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen. Nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lily wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius So Geschichte ist... funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Bin ja mal gespannt, ob man dann außerhalb vom Stem auch in der Realität nochmal kämpfen werden. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was
ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Ich frage mich jetzt nur, wie sie die Macht vom Kern kriegt. Das wird so als selbstverständlich hier angesehen. Holt mich doch, ihr Arschlöcher. Gut, dass die alle nicht Ziele können, die für Mobius arbeiten. Notfall Alpha 1. Achtung, Notfall Alpha 1. Scheiße. Den habe ich über seine Arme erschossen. Die machen es mir nicht leicht. Wie gesagt, gut, dass die alle nicht schießen können, die für Mobius arbeiten. Anscheinend war Kidman die einzig gescheit Schützin, die sie eingestellt haben. Und durch die Kugelschissere vor allem, durch die kugelsichere Weste habe ich die jetzt erschossen. Im Stemraum. Halt durch, Sebastian. Ja. Dann mal hier rum. Alter Hopf, aller Hopf. Dann wird wahrscheinlich, ach hier, die ganze Brigade von dem Obergoscher ohne schon warte, weil der weiß wahrscheinlich, was die vorhat. Geschafft. An die Security. Melden Sie sich im Stemraum. Jetzt kommt gleich der Ultra-Boss. Zum Glück muss ein Spiel nicht real sein, ja. Das stimmt allerdings. Okay. Jetzt verbarrikadiert sie sich hier in der Stem-Wanne. Und geht sie jetzt zu ihm oder hilft sie ihm hier? Okay, da ist der Obergoscher. Was tun Sie da, Kid? Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen Sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was Sie gesehen und getan haben. Warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives. Wegen des Kindes. Nein. Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Stem wird gebraucht. Naja. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Absolute Käse. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Nur noch Horrorgestalten. Wenn einer nämlich nicht synchronisiert ist, werden dann alle Leute ruheloser. Das ist ja auch kacke. Also die Technik ist bei weitem nicht ausgereift für sowas. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Hm? Ah, jetzt wird anscheinend die Macht vom Kern übertragen, wie es aussieht, oder? Kidman, ich hab sie. Ich glaube, sie macht das manuell von außer. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Na dann, geschwinde mit dem Kinde. Und fort. Okay, der rennt jetzt auch nur noch. Wir sind fast da. Der rennt jetzt auch ohne, dass es Ausdauer kostet. Interessant. Oh mein Gott. Das muss ja auch so richtiger Arschtritt für all sein, die so richtig ordentlich in Ausdauer geskillt haben. Und was jetzt ein Rattearsch wert ist, weil er zum Schluss automatisch rennt. Okay.
Und aber kommt böse Überraschung. Der Titel für den Vater des Jahres geht an Sebastian. Ja, genau. I'd rather drink a beer than be father of the year. Ach ja. Rennen! Zu Hause. Wir müssen durchhalten. Rennborstel. Und? Jetzt kommen die. Noch nicht zu spät, Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Top-Typ. Wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm. Finde ich eine gute Wahl. Aber bewundernswert. Schade, dass ich sie so verlieren muss, Kid. Ja, die hat auch ihren Chip drin, ne? Aber hat sich wohl rausgemacht. Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe meinen Chip vor 3 Tagen rausgenommen. Heute sterben Sie. So oder so. Okay, die Kasper kommen auch gleich reingewatschelt. Na los, Sebastian. Wird ja langsam ziemlich eng. Ja, und ansonsten hast du noch jetzt wo die Waffe ihn, oder wie schaut's aus? Incoming Message. Oh je. Das ist aber schon cool gemacht mit der Schnitter. Das gefällt mir schon ganz gut. Oh oh. Oh. Und? Lily. Sebastian. Ich liebe euch beide. Jetzt seid ihr sicher. Okay, die sind aus dem Stem raus. Jetzt hat sie auch die Kraft vom Kern von Kidman übertragen gekriegt, wie es aussieht. Lily ist nicht mehr der Kern, sondern Myra. Okay. Du hast es geschafft, Myra. Ich wusste es. Sehr gut. Gut, gleich gibt's Knetkopf-Attacke. Ganzes Stem ist jetzt anscheinend offline. Oder? Hoppla. Hat er einer auf Ruvik gemacht? Ah ne, Quatsch. Natürlich, Myra hat die Chips niedergemäht. Und hat alle Mobius-Leute abgemurkst. So, ach, Herr Overgoscher. Was ist ein Geräusch? Igitt. Alles gut, Sebastian. Du bist in Sicherheit. Und wo ist Lily? Wo ist Lily? Wahrscheinlich ist die im Stem Ich brauch drin, deine oder? Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin.
wenn die auch Kernsachen, vermute ich, dass die wirklich zentral im STEM-Arc-Schlosse ist. Ja, Lily Castellanos. Schnell! Ja, das stimmt. Spannendes, emotionales und filmreifes Ende hätte ich selbst von The Evil Within nie erwartet. Das stimmt. Da kann ich nur recht geben. Also das Ende ist wirklich ziemlich cool inszeniert. Und ja, wie ich mir das gedacht habe, sie ist wirklich als Kern zentral der Arschloch hier von der ganzen Maschine. Blech. Papa, bist du das wirklich? Ah, jo. Ja, Lily. Ich bin es wirklich. Ich hab da Leverwaschturm Rive Rudi besagt. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Ich weiß, Lily. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Jetzt gehen wir erstmal in die Kneipe, essen eine Pelzer Schlachtblatt, trinken eine Bruder. Schorle und singen Ich Ole bin nicht immer Rot-Weiß, noch so drin. läuft die Geschichte. Und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Okay. Los, verschwinden wir hier. Die ganzen Mobius-Leute sind ja auch, weil sie kollektiv waren, jetzt wohl auch lahmgelegt. Das haben ja die Soldaten bewiesen und der Obergoscher, dem's der Schädel gesprengt hat. Nur die sich die Chips entfernt haben. Sykes zum Beispiel. Sykes könnte noch leben. Der hat sich seinen Chip auch rausgemacht. Falls es Sykes gepackt hat, wäre natürlich cool. Aber der war wohl nicht an die Wanne hier angeschlossen. Schade eigentlich. Was mit Sykes passiert ist, hätte ich auch noch sehr gerne erfahren. Tja, das war's dann jetzt. Okay. Okay. Ich überspringe das mal. Eventuell kommt ja noch irgend so Sequenz. Ja, dachte ich mal's doch. Dass eine Sequenz zum Schluss noch kommt. Eine Myra Puppe. Hat sie von Kidman noch geschenkt kriegt. Die Kidman bleibt zurück. Und er wird jetzt Redneck in Südamerika oder was? Also so in Südstaaten, so wie er derzeit aussieht und wie das Auto ausschaut. Okay. Gut, das Stem wird auch nochmal gezeigt. Ich hoffe doch nochmal, Sykes kommt jetzt nochmal vor. Wobei, wenn hier überall Spinnenweber schon sind und es schon am Verrotte ist, verroschte ist, schon lädt sich aber wieder hoch. Spiel abgeschlossen. Trophäe erhalten in Kupfer Jung Detective. Okay, ich habe es als Einsteiger abgeschlossen und habe 80 Stunden und 46 Minuten und 26 Sekunden insgesamt das ganze Spiel gebraucht. Das hat uns 6 Streamtage effektiv gekostet. Kann man mal sehen. Bei Let's Plays wäre das bestimmt ewig lang geworden. Die Option Neues Spiel Plus wurde im Titelbildschirm hinzugefügt. Nutzen Sie, um ein neues Spiel zu starten und einige Dinge aus deinen vorherigen Spieldurchläufen mitzunehmen. Das ist natürlich praktisch.
Die Schwierigkeit klassischer Modus wurde freigeschaltet. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Ja, das steht ursprünglich laut Dante überm Höllentor. Kann jetzt unter neues Spiel ausgewählt werden. 20.000 grünes Gel erhalten. Du kannst es ab Kapitel 3 naschen, wenn du ein neues Spiel Plus spielst. Du hast das Outfit Profi freigeschaltet. Wären diese Tage doch noch niemals zu Ende gegangen. Du kannst Outfits wechseln, indem du den Kleiderständer in Sebastians Zimmer benutzt. Dies ist im klassischen Modus nicht möglich, weil du anscheinend nur in irgendwelche Lumpe rumrennen darf. Alle hopp. Du hast das Outfit klassisch freigeschaltet, ja, so wie er in The Evil Within 1 rumgerannt ist. Deine Rückkehr an diesen Ort erinnerst dich unweigerlich an das letzte Mal. Ja, deswegen auch das Outfit. Ja, Outfits, bla bla bla, Kleiderständer. Du hast die Magnum erhalten, falls du schon immer mal eine kleine Kanone mit dir herumtragen wolltest. Sieht noch um 44er Kaliber aus. Kannst sie ab einem bestimmten Punkt in Kapitel 2 verwenden, wenn du ein neues Spiel Plus spielst. Du hast die ultimative Belohnung freigeschaltet, ein noch cineastischeres Spielergebnis. Letterboxd kann jetzt über Titelbildschirmoption HUD-Anzeigeeinstellung aktiviert werden. Mhm. Okay. Okay. Ja. Machen wir nochmal einen neuen Speicherplatz dafür. Ja. Sehr schön. Das ist ja jetzt hier mit Mobius nochmal gekennzeichnet. Sehr schön. Okeli-dokeli. Ansonsten schaue ich mir nochmal an, was wir hier haben. Und wenn ich jetzt nichts Großartiges sehe, was so noch wäre, würde ich sagen, werde ich auch gleich schon mal Resümee ziehen. Optionen, na? Wo war dieses HUD, was wir hier noch hätten? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das zu finden ist. Und das Spiel laden, bestimmt nicht neues Spiel Plus. Neues Spiel starten und gewisse Dinge aus einem vorherigen Spieldurchlauf mitnehmen. Muss dabei Optionen dabei sein. HUD. War doch irgendwo hier, oder? Was sind denn hier die HUD-Einstellungen? Nö, das sehe ich jetzt nicht. Liste der Mitwirkenden. Erzähl mir mehr. Ne, die Credits brauche ich jetzt nicht unbedingt. Verschiedene Einstellungen. HUD, da haben wir sie doch. Na alla. Untertitel, Fadenkreuz, Schlag mich tot, Interaktion. Da habe ich jetzt auch irgendwas Tolles. Freigeschalter. Letterboxd. Die gute alte Letterboxd ein- und ausschalten. Diese Änderung ist rein ästhetischer Natur und hat keinerlei Auswirkungen auf die Spielauflösung oder das Seitenverhältnis. Natürlich anzeigen. So, wenn wir den Käse schon haben, dann will ich es natürlich auch haben. Ja, da will ich aber mal sagen, ich mache jetzt mal hier mein Resümee. Also, ich persönlich fand es unterhaltsam. Es war ein schönes Spiel, es war wirklich an sich unterhaltsam. Es war solides Survival-Horror. Es war jetzt eher Survival-Action als Horror, meiner Meinung nach. Ein paar Erschrecker, ein paar Jumpscares hat es drin gehabt. Aber wirklich das große Horrorspiel war es jetzt meiner Meinung nach nicht. Es war fast exakt wie The Evil Within 1. Storytechnisch hat man sich sehr wenig einfallen lassen im Vergleich zum ersten. Sprich, es geht wieder in das Stem, nur diesmal geht es um seine Familie und er will seine Tochter retten, bla bla bla. Und diese ganze Stem-Geschichte ist einfach nicht meins. Ich habe schon in The Evil Within 1 gesagt, ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn der Stem einfach nur eine Erfindung von Ruvik gewesen wäre, um sich in den Kopf von Sebastian reinzuhacken und ihm dann so Horror-Apokalypse vorzugaukeln und ihn wahnsinnig zu machen und er begeht dann wirklich Morde, Massenmorde, aber eigentlich ist es nur Halluzination gewesen und ja, wäre wesentlich cooler gewesen als dieses, wir wollen die ganze Menschheit vernetzen und pipapo, das ist einfach zu theoretisch meiner Meinung nach, das Gebilde. Und deswegen ziemlich abstrakt. Der Stem ist nichtsdestotrotz ziemlich cool dargestellt, die Monster waren ziemlich cool gemacht. Und ich muss sagen, rein vom ästhetisch-optischen Bereich kann The Evil Within und The Evil Within 2 durchaus sehr stark Punkte. Das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes Daumen hoch für das Spiel.
Was die Story angeht, wie gesagt, wer The Evil Within gespielt hat, der wird bei The Evil Within 2 im Prinzip genau dasselbe wiederfinden. Nochmal Kidman, die nur, dass man nicht bösartig ist. Nochmal ein Stem, wo lauter Mutante drin sind, lauter Ruhelose. Verrückte Idioten, die meinen, sie müssten einen auf Chief Commander machen. Aber Stefano war an sich schon relativ cool gemacht. Ach, diese Kunst, in Anführungszeichen, die er gemacht hat, war doch auf eine gewisse Weise doch irgendwie ästhetisch. Und Theodore war durchaus auch kein schlechter Böser. Er war schon etwas intelligenter, er war durchaus recht bösartig und machthungrig, aber trotzdem fand ich ihn etwas interessanter als Stefano. Dann, ja, Myra, klar. Ach, nicht schlecht gewesen, dass sie sozusagen die Böse war im Endeffekt, aber man musste sie dann einfach nur wieder bekehren, dass sie nicht in ihrer Traumwelt lebt. Zu guter Letzt, ja, Kidman. Gut, ich habe echt gedacht, sie verrät uns nochmal, aber anscheinend war sie doch etwas loyaler zu dem Plan, den sie mit Myra und Theodore ersonnen hat, als ich gedacht habe. Na gut, das war schon mal nicht verkehrt, aber ich habe jetzt echt die Hoffnung, gerade weil am Schluss nicht wirklich was viel erklärt wurde, der Stem scheint sich ja wieder zu rebooten und Lilly und der Bastel, die scheinen jetzt wohl irgendwo wieder ein neues Leben aufzubauen, ist ja schön und gut. Aber es hätte mich interessiert, was ist mit Sykes passiert? Der Typ hat versucht, aus dem Stem rauszukommen, hat nur 25% Chance gehabt. Und gerade weil ich diese Nebenquest gemacht habe, es hätte mich sehr interessiert, was mit Sykes passiert ist. Die Frage bleibt leider unbeantwortet. Ich fand die Story mit dem Stem dafür echt gut. Wäre sicher auch eine schwere Umsetzung, wenn es in der echten Welt passiert. Nee, wie gesagt, also meiner Meinung nach hätte man es so machen können, dass man durchaus diese Horror-Umgebung hat, die man hier auch im Spiel hat. Also, versteh mich doch nicht falsch. Es wäre cool gewesen, wenn man diese Horror-Stadt auch gehabt hätte, diese verzerrte Wesen und so weiter und so fort. Aber halt, dass es einfach nur sei Halluzinationen sind, dass er sich eigentlich in einer richtigen Stadt bewegt und er sieht die halt als Horrorstadt. Das wäre schon recht cool gemacht gewesen. Aber ja, wie gesagt, das Stem, ich kann mit dem Gedöns, das ist mir einfach zu abstrakt, zu theoretisch, dieses ganze Stem-Gebilde. Genau, so wie bei Outlast 2 in etwa, genau. Dass man über diese Satellitenposte, die die Firma dort aufgestellt hat, dass man so die Leute kontrolliert und Halluzinationen hervorruft und wahnsinnig macht. Das fand ich bei Outlast 2 dafür unglaublich cool gemacht. Hat mir das saugut gefallen. Und das hat auch diesen religiösen Wahn dann zum Schluss richtig gut erklärt, meiner Meinung nach. Ja, dann mag ich jetzt gerade nochmal zum Schluss schauen. Also generell wird die Sache, Kaufempfehlung von meiner Seite, okay, nach wie vor 112 Abonnenten, also einer mehr habe ich nicht gekriegt. Oder mehrere habe ich nicht dazu gekriegt. Na, so, nochmal geklickt, jetzt bin ich ja wieder im Stream drin. Ja. Was ich sagen muss, Kaufempfehlung nur für die eingefleischten Fans von The Evil Within, auch für Neueinsteiger wär's Empfehlung, wenn man ästhetische Survival-Horrors mag und mehr Survival-Action als Horror, dann wäre es meiner Meinung nach durchaus eine Kaufempfehlung. Optisch wunderschön gestaltet, mir hat's optisch sehr, sehr gut gefallen, aber es ist einfach nur aufgewärmt. So wie Entschuldigung, so wie Outlast 2 zwar auch zum Teil aufgewärmt war, eben weil es auch einfach wieder dieselbe Sache war, mit dieser, naja, also es war jetzt kein Wallrider und so weiter mit dabei, aber die Technik war im Prinzip dieselbe, nur eine Prototechnik zum Wallrider, die man da eingesetzt hat. Und auch diese religiöse Elemente sind nichts Neues, da gab es ja auch den Vater Martin im ersten Outlast, ist dann mit diesem Papa Knot und seine Leute auf die Spitze getrieben worden. Nichtsdestotrotz steht meiner Meinung nach Outlast 2 durchaus solider da als jetzt The Evil Within 2, weil das ist meiner Meinung nach einfach nur dieselbe Brühe wieder aufgewärmt. Da sind die Verbindungen einfach zu stark. Es wäre schön gewesen, wenn man diese Stem-Ebene möglicherweise auf eine größere Ebene gezogen hätte. Wenn man jetzt dann wirklich so à la Outlast 2 gesagt hätte, wir sind in der Lage mit dem Stem Gehirne so zu hacken und können die Sache sehen lassen. Das wäre dann interessant gewesen. Man hätte auch durchaus nicht Castellanos nochmal vorkommen lassen müssen. Man hätte auch jemand anderes wählen können. Wäre ich total dafür gewesen, nicht nochmal dieselbe Charaktere zu nehmen.
Aber, so what, ich steck da nicht in der Schuhe mit drin. Ich bin nicht bei Bethesda im Aufsichtsrat drin. Und ich kann nur sagen, sie haben mal wieder ein Spiel abgeliefert, was solide war, was aber leider sich nicht großartig vom Enser unterschieden hat. Das ist etwas schade, trotz allem schönes Spiel, sonst hätte ich es auch nicht gestreamt. Und apropos Streamer. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich werde wahrscheinlich erstmal keinen Stream mehr machen, wenn in der Videobeschreibung finden ihr auch meine Twitter- und meine Facebook-Seite als Link. Und dort schreibe ich auch jedes Mal immer rein, wann der nächste Stream von mir kommt. Aber ich vermute, weil ich jetzt einfach auf Divalcom raus kein neues Spiel streamen will, weil es hat mich einfach nix angelacht, was ich da gesehen habe. Und würde ich halt sagen, dass wirklich im Dezember das nächste, was ich streamen werde, wird dann sein das DLC zu Resident Evil 7, und zwar Not a Hero. Das werde ich dann streamen und dann schauen wir mal, was ich eventuell noch streamen kann. Wenn ihr Vorschläge habt, gebt mir gerne hier im Video direkt bei den Kommentaren Bescheid oder gebt mir auf Facebook oder Twitter Bescheid. Insofern kann ich ja nochmal für mich sagen, der Stream hat mir viel Spaß gemacht, weil ich Wishmaster hier noch mit dazu gewonnen habe. Ich habe Flash hier neu dazu gewonnen als Zuschauer. Es war wirklich schön. Vor einer Woche kam auch der Epilog zum Outlast-Comic heraus, der die Geschehnisse von Outlast 2 erklärt. Ja, das ist natürlich ziemlich cool. Könnte man sich auch mal geben. Das wird mich auch freuen, weil die ganze Outlast-Geschichte finde ich durchaus auch ziemlich cool mit der Firma und mit der Technik, die sie da verwenden. Das gefällt mir durchaus auch sehr. Und Outlast 2 fand ich eigentlich fast noch besser als der Enser, muss ich sagen. Gerade wegen dieser Endzeitspinner, wegen diesem ekelhaften Kult und diesem widerlichen Papa Knot, fand ich Outlast 2 eigentlich fast sogar noch stimmungsvoller und cooler als der erste. Der ja wirklich eher so eine Ansammlung und Anreihung von Jumpscares war. Der aber trotz allem auch eine recht coole Story gehabt hat. Ja, wie gesagt, bei dem Stream hier von The Evil Within 2, schade, dass Syltra K. derzeit kein Internet hat. Sie hätte wahrscheinlich auch liebend gern hier mit reingeguckt. Aber, ja, wenn man umzieht, ist es halt so. Falls du das im Nachhinein guckst, ich wünsche dir nach wie vor viel Erfolg für deinen Umzug und dass du alles gut angehen kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Ansonsten habe ich, wie gesagt, auch noch andere Leute hier im Stream kennengelernt. Nur schade, dass die Story fast niemand verstanden hat. Ja, leider. Es war wahrscheinlich so subtil im Spiel, dass es die meisten Leute nicht kapiert haben. Ich habe es auch erst nachlesen müssen, um ehrlich zu sein. Ich habe dann beim Outlast-Wiki noch geguckt, wo das Ganze erklärt wurde. Jo, ach, dass der Knot sagt, er konnte dieses Kind nicht töten. Und es liegt einfach nur daran, dass dieses Kind nicht real war. Es war eine Halluzination. Deswegen hat er das auch nicht töten können. Ja, also interessant alles. Äußerst interessant. Noch viel kranker fand ich halt, das ist wahrscheinlich auch noch etwas, weswegen Outlast 2 bei mir wesentlich mehr Punkte kann als The Evil Within 2, dass dieses Outlast 2 mit dieser Kultgemeinde ja auch an dieses Jonestown aus Mittelamerika angelehnt war. Das war ursprünglich hieß das ja People's Temple, was dieser Jim Jones in Amerika gegründet hat, und weil das eben aufgeflogen ist, wie abartig der mit den Leuten umgeht, wirklich so à la Papa Knot, ist der ja noch Mittelamerika abgehauen und hat dann da Jonestown gegründet. Und dort wollte dann der amerikanische Botschafter das schauen, wie es so aussieht, und wollte teilweise Leute, die halt wieder zurück wollten, auch wieder zurückholen. Der wurde dann der Botschafter von aggressive Anhänger von diesem Jim Jones niedergestreckt, erschossen am Flughafen, und die sind zurückgekommen, und der Jim Jones hat darauf gesagt über Lautsprecher, wenn sie uns hier nicht unser Paradies auf Erde ausüben lassen, dann gibt's das Paradies im Himmel nur noch für uns. Und dann, wie bei Outlast 2, haben die alle Giftmord begangen, gleichzeitig. Also richtig heftige Scheiße. Und das ist halt direkt an dieses Jonestown angelehnt. Was ich halt noch wesentlich krasser finde, dass es sowas in echt gegeben hat und dass die bei Outlast 2 das Ganze als Vorlage genutzt haben, fand ich wesentlich übler, weil deswegen, das ist das, was ich hier gesagt habe, ich tue mal bei diesem STEM-Gebilde so unglaublich schwierig, was so sehr theoretisch ist, während das von Outlast 2 natürlich auch etwas abstrakt ist, etwas fantastisch mit dieser Technik, aber trotz allem hat es ja reale historische Bezüge, und das finde ich richtig, richtig heftig. Jo, aber um es jetzt nochmal zu sagen, nicht, dass du jetzt nochmal was über Outlast 2 schreibst und ich verliere dann wieder meinen Vater.
Ich will dir nämlich die ganze Zeit eigentlich danken. Es ist schön gewesen, dass du hier zu mir gefunden hast bei dem Livestream Flash. Und ich finde es auch sehr schön, dass Wishmaster hier dazu gefunden hat, dass ich auch noch Sarah hier als Abonnentin mit dazu gewonnen habe. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe doch, dass wir uns eventuell auch zum anderen Stream sehen. Und es wäre auch sehr schön, wenn ihr auch meine normale Videos euch anguckt. Andi, Animal, vielen Dank an der Stelle. Also an jeden vielen lieben Dank, der hier zugeguckt hat, der hier geliked hat, der auch Abo gegeben hat. Ich kann, wenn ich einen Hut hätte, würde ich jetzt den hier machen. Ach ja. Ich ziehe meinen Hut für euch. Es war schön mit euch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns im Dezember auch wieder zum Livestream über Not a Hero. Wie gesagt, ja. Dankeschön, Andi. Auch immer gern, dass du bei mir reinguckst. Bin ich sehr dankbar. Ach ja. Ansonsten die Let's Plays, die sind halt täglich bei mir raus, wenn ihr wollt. Guckt doch einfach mal vorbei, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr denkt, jetzt könnte ich wieder so Dosis auf pelzig vertragen. Ansonsten Facebook und Twitter gebe ich Bescheid, wenn der nächste Stream rauskommt, aber wahrscheinlich wird es dann, wie gesagt, Not a Hero sein. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank an euch alle, wünsche euch alle einen wunderschönen Abend und machen's gut. Der nächste Stream kommt und meine Let's Plays sind immer für euch parat. Machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann wieder. Ayan Yankee.